Grüß euch, Servus und habe die Ehre aus Bergen. Jonas und ich hocken wir gerade beim Dorfwirt. Und zwar gibt es heute ein Spezi. Ein Spezi und der Jonas kriegt eine Currywurst. Der erste Stream in der neuen Heimat. Super. Aber ich denke, jetzt schalte ich mal die Kisten ein und schauen wir mal, ob jemand zuschaut, spontan. Ohne Ankündigung wie immer. Ja. Einfach mal testen müssen wir schauen, wie der Chat ist. Gell? Auch von meiner Seite, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ohne Ankündigung, gell? Jetzt war ich so lange nicht mehr streamen, schau. Dann kommt natürlich keiner. Aber das werde ich jetzt wieder öfters machen. Schauen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Currywurst genauso gut schmeckt. Ja. Da waren wir letztes Mal mit dem Throngrafer, der hat auch Currywurst gegessen. Also die waren begeistert. Was kosten die jetzt? Die kostet 8,20 €. Da braucht keiner meckern. 8,20 €. Jetzt schauen wir, kommt bestimmt nicht. Vorgestern war es so kalt, da hätte es fast einheizen müssen. Und heute haben wir schon 27 Grad. Die ganze Woche wird es richtig schön heiß werden. Da bin ich gespannt. Der Ventilator ist schon aufgebaut. Gell? Wann bauen wir die Klimaanlage auf? Die baue ich nicht auf, die ist so laut. Die nervt mich. Wenn ich es nicht wirklich brauche, die Klima, dann baue ich die nicht auf. So lange wie möglich aushalten, oder? Mhm. Darf ich schon sagen. Lang wie möglich. Du hast auch noch so einen kleinen Würfel. Dass der Wasser reinstopfen muss. Was? So ein Würfel. Beste Position, ja, da siehst du, ist direkt im Dorf. Siehst du genau, wer vorbeifährt. Da kann man es aushalten, ja? Da hockt der Bürgermeister nochmal und schaut, was da abgeht. Perfekt. Weil du saufst da wie ein Loch, schau mal hier. Ich hab so viel und du so viel. Find the face, sagt er. Wieso find the face? Bip. Bip. Eisbiss. Wurstfinger. Also erst, Irgendwie schon, ja. um sich drauf zu konzentrieren wahrscheinlich. Ah, die Ruhe, gell? Minigolf gespielt waren wir heute schon. Habe der Jonas gnadenlos abgezockt. 104 zu 80. 100, Oder was war's? na, 104 zu, ja, glaub, ja. Schau mal, das ist spiegelverkehrt. Siehst du das? Ich weiß. Weil sonst würde ich ja nichts. Okay, mal umdrehen. Aber jetzt. Ich frage mich krass, wenn das Spiegel verkehrt war, Ja, aber ich rechts gesessen bin, dann wäre ich jetzt theoretisch eigentlich links. ja. Also von den Zuschauern Der aus war bin ich links. Skript halt pfui. Ja. Ah, Jonas! Was? Du, Spätzis, zahlst du für selber, gell? Du musst du nicht eine halbe in 2 Minuten Ich habe dir hintersaufen. 40 Euro gegeben. Ja, 10 € sind schon weg. Currywurst, bist schon bei Holla die Waldfee. So, Schluckspecht. Das ist direkt die Hauptstraße, gell? Ja. Na gut. Das Handy wackelt. Hm? Letztes Mal habe ich
so einen Automaten gesehen. Was für ein Automaten? Von Cortina. Von was? So ein Eisautomaten. Echt? Ja, da werden doch immer diese Eis hingefahren. Ja, genau. Da gibt es Automaten. Ja. Okay. Ja, verrückt. Ja, verrückt. Aber es ist doch cool, dass der Stream beim Dorfwirt funktioniert, gell? Das können wir öfters mal machen. Ja. Da muss ich das gar nicht daheim machen. Dann kann man da wirklich rausgehen und kann da einfach wieder zum Stream anfangen. Richtig cool. Ich weiß bloß nicht, ob der Chat da funktioniert. Keine Ahnung. Schon so außerhalb der Übung. Ding. Der Blick. Hi Andi, grüß dich, servus. Moin. Du, wir haben ein strahlendes, schönes Wetter. Wir haben 27,5 Grad. Und der Jonas besucht mich heute und da waren wir halt Minigolfen. Und jetzt hocken wir beim Dorfwirt, trinken wir einen Spezi. Jonas hat sein natürlich schon leer getrunken. Und dann ist der Currywurst. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt probieren wir mal das Streamen vom Dorfwirt aus, ob das funktioniert. Das ist die beste Stelle da. Da geht genau die Hauptstraße durch und da siehst du alles, da siehst du alles. Wow, euer Citroën. 29 Grad habt ihr hier schon. Okay, Wahnsinn. Und auch die ganze Woche, oder? Bei uns ist die ganze Woche jetzt so brutal warm werden. 29 Grad, das ist schon ein bisschen sehr warm. Ja, und was treibst du so? Oh, jetzt kommt's essen. Jetzt kommt's essen. Magst du einen Spezi? Na. Du magst keinen Spezi mehr? Na. Das sitzt noch ein bisschen. Lieber später. Na dann hoffen Dankeschön. Wow, wir, dass er so schmeckt wie beim Chef. hast Danke. abgerallert. Durst, hast keinen mehr? Na, Danke dir. danke. Ja, Wahnsinn. Und Dankeschön. danke. Der weh. Boah. Ja, der lässt es gut, der Jonas. Der hat recht. Das ist ja ein Riesendrum. Ha? Das Schlimme ist, der Jonas schafft es. Da schaffe ich vielleicht die Hälfte von der Currywurst. Schützenfest ist bei euch, okay? Das ist cool. Aber ja, du schneidest ein Video für morgen. Ja, ich bin auch am Videoschneiden. Der Tongrafer war bei mir voll cool. Und ein Video habe ich auch hochgeladen, 250 Gigabyte. Das hat 14 Stunden zum Hochladen dauert mit der Telekom. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hey Andi, grüß dich. Mahlzeit zusammen und guten Hunger. Hey Andi, schau dir mal die Riesenportion an. Und bei uns im Dorf kostet die Currywurst, und die schmeckt richtig geil, die Soße machen wir selber, 8,20 €. Genau, auf alle Fälle bin ich momentan auch am Videoschneiden, weil der Drohnengrafer, den kennst du vielleicht, Drohnentyp, recht cooler Typ, hat die Anti-Gravity-Drohne dabei gehabt und die haben wir da in der Gegend, also bei Passport, die Drohne getestet und die ist so hammergeil. Und das letzte Video, da war Umzug bei mir genau an der Haustür vorbei, Heavy Metal Band vorbeizogen. Und die habe ich aufgenommen, das waren 240 Gigabyte. Und ich habe das auch umgeschnitten mit Blasmusik einfach. Und jetzt kämpfe ich gerade wegen der Monetarisierung. Weil irgendeine Hinterscharshausen-Firma meint, die Blechmusik, da haben die Copyright drauf. Obwohl der Song schon 150 € ist. Jetzt wird die Monetarisierung da praktisch einbehalten, aber heute abends, morgen ist Sonntag, da werde ich das wahrscheinlich veröffentlichen. Was schneidest du denn für ein Video gerade, Andreas? Tutorial. Jetzt möchte ich mal abhaben, ist klar, darf ich?
Willst du auch mal probieren? Die Currywurst ist genau wie beim... Hey, Stevie, hey, hi. Ah, Hey, great to see you. That's really cool. Wie viel Uhr ist es denn in Amerika? how o'clock is in American. How much watch is it? Nein, ist falsch. What time is it? Ja, okay. Servus. Jonas is visiting me and we are sitting here and have Spezi. You know Spezi? Spezi I sent you. That's original Spezi, like you. And Jonas is eating curry sausage with French fries. Look at this, right? Yeah. Very, very much. Von einem Meetup am Schloss Nordkirchen. Vielleicht gleich noch eins zur Bildbearbeitung. Ah, okay. Was war es für ein Meetup? Was habt ihr gemacht? Ich hätte 2 Fotos. Ja, cool. Wir sitzen hier genau in der Dorfmitte. We are sitting here at the restaurant, traditional restaurant, in the middle of my village. And it's perfect because you can see here everything. And that's important. You have always to know what is going on in the village. Look at this. You see? Bridgerton, England vor 150 Jahren. Okay, das ist cool. Das ist cool. Da bin ich gespannt. Auf sowas stehe ich, 150 Jahre. Ich habe da jetzt auch ganz was Verrücktes gemacht. Und zwar habe ich alte Fotos abfotografiert, Familienfotos. Und habe die über ChatGPT analysieren lassen. Und da sind echt verrückte Sachen rausgekommen. Ich habe das natürlich dann dagegen geprüft. Aber da bin ich auf Familiengeheimnisse gestoßen. Also alte Fotos. Klasse. Macht richtig Spaß. Bin ja gespannt, ob du das schaffst diesmal. Ja? Yes, Steve, it's a great spot, but a lot of cars, traffic on our main village highway. Bei der Honigernte. Ach ja, stimmt, Andi, du machst ja da auf Honig, gell? Ja, bei uns haben wir die erste Maat schon hinter uns. Die ersten Wiesen sind schon gemäht worden. Und die zweite Maat steht schon relativ an. Also bei uns blüht alles momentan. Auch die Blumenwiesen. Also mal schauen, ob du es da hinten erkennst. Warte mal. Mal schnell umdrehen. Kamera umdrehen. Moment. Versuchen wir jetzt zum Hinzoomen für dich, Andi. Scheiße, geht natürlich nicht. Aber da, schau, so wie es da ausschaut, schauen die ganzen Wiesen bei uns aus. Also alle komplett am Blühen. Garten habe ich, glaube ich, irgendwo ein Wespennest. Wenn ich in den Garten rausgehe, werde ich sofort angegriffen von den Mistviecher. Und die stehen ja auch unter Naturschutz. Aber ich klatsche die trotzdem. Wie ist denn bei euch das Wetter, Andi? Beim Andreas 29 Grad schon, bei uns 27,5. What's the temperature, Steve, in Oregon? It's really hot today. Like summer feeling. Ah, okay, der Raps ist durch 30 Grad. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Temperaturen, das ist ja viel zu warm.
Das ist ja noch viel zu warm. Wenn ich schaue vor 2-3 Tagen, oder wenn ich schaue vor einer Woche, da haben wir nur Schneeregen gehabt. Auf die Berg sowieso Schnee. Da war der Traumgrafer ganz entsetzt letztes Mal. Vorgestern war der da auf Besuch, weil ja auf die Berg noch Schnee liegt. Könnte auf dem Hochfällen, weiß es gar nicht. Ich glaube, der müsste heute glaube ich, ist der abgeschmolzen. Heute habe ich nichts mehr gesehen und der ist 1600 Meter ungefähr. Raps ist dieses Jahr bei mir komplett vorbeigegangen. Aber jetzt, wenn das Video fertig ist, wir haben Drohnenvideos gemacht mit einer 360 Grad Drohne. Ihr müsst euch vorstellen, so irre das Ding. Du fliegst damit und kannst es dann wie bei der Insta360 nachhinein, wie mit dem Globus, kannst dich umschauen, Entschuldigung, und da Videos schneiden. Hammergeil das Gerät. Und ich habe das gar nicht kennt. Und der Drohnengraf hat das dabei gehabt vorgestern. Dann sind wir ein paar Spots. Und wir sind tatsächlich dann am Hintersee gelandet. Der Hintersee mit jedem Besuch. Irgendwie ist der Hintersee einfach geil. Wir kommen immer zum Hintersee, gell? In Ramsau sind wir natürlich nicht schnell stehen geblieben. Was ist mit dir jetzt schwächeln? Ja, Ja? Nee. nur Mund sauber machen. Ja, genau, vor 7 Tagen 10 Grad. Da haben wir in der Früh 4 Grad gehabt. Da hat es sich gefroren, denkst du, das kann nicht wahr sein. Stevie, ich glaube, du spinnst. Thank you very much, Stevie. You are so insane. You are such a crazy guy, really. Boah. Ah, Stevie. Thank you very much. Thank you very much. New technology. I will give you pommes. In Germany we call this pommes frites for you. Thank you very much. Schnabel auf. Oh God. Thank you. Now I'm red. I'm. What's the English word? Blushing. Super. Thank you very much. Ja, das blöde Schneiden. Cutting the videos, a lot of time. You need a lot of time. Und momentan komme ich einfach zu nichts. Aber heute ist der Jonas auf Besuch da, auch voll cool. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir heute zum Dorfwirt. Schau, look at this. This little man can eat. Schaut der Schnabel aus. Wie schaut der Schnabel aus? Ja, ja. Super. Just I'm hungry. Ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr streamen. I want to stream much more since the next time. Da müssen wir mal schauen wegen am Gast. Gäste sind immer cool. Der Andi, Andreas. Oh, Stevie schreibt da. Servus Jonas. Servus. Happy, was steht da noch? Happy Saturday. Saturday. It's very interesting, Steve. Perhaps I can tell you. Servus. Servus is an old Latin Roman word, about 2,000-3,000 years old. And this word Service. is the word service. It's an old slave greeting, old Roman Latin slave greetings. Servus. Service. I am your slave. That's the meaning of the Bavarian word Servus. Hi, Michael Ritter, Michael Knight, grüß dich. Grüß Gott. Grüß dich aus Thüringen, ja cool. Das gefällt mir, dass du auch noch reinschaust. Wir sind spontan einfach im Stream. Michael Knight, an dich auch nochmal ein spezielles Danke. Genauso natürlich an den Stevie, very special, thank you very much.
Und wie ist denn bei euch das Wetter in Thüringen? Wir haben jetzt schon geschaut, beim Pott Andreas und beim Andi, da geht es schon auf die 30 Grad zu. Wir sind jetzt so bei 27,5, das geht ja noch. Und wir sind nicht im Traunsteiner Hofbräuhaus. Wir sind bei mir im Dorf. Da hat es dir aber auch gefallen, Michael. Da wird es dir auch gefallen. Richtig schöne Dorfkneipe und vor allem auch wirklich schöne Preise. Siehst du? Eleven Celsius. That's cold, Stevie. That's very cold. 30 Grad in Thüringen. Krass. Beim Stevie ist 11 Grad in Oregon. Oh. Oh, Harley Davidson. Ja. Ja, du, wirklich, das ist wirklich saugemütlich. Das ist brutal. Und vor allem nette Leute und jeder kennt sie langsam. Und da drüben ist der Stammtisch. Die Preise wirklich. Riesen Currywurst, 8,20 €. Der schafft die aber, der schafft die. Ja, wäre mal Zeit, dass du wieder runterkommst, Michael. Wieder mal Zeit. Und perhaps Stevie will visit Bavaria too. He's always welcome. Ja, Stevie ist immer welcome. Yes. Yes. Super. Aber schön, dass Sie so spontan doch ein paar Leute gemeldet haben. Ich habe schon gesagt, jetzt werde ich wieder öfters streamen, weil ich mich voll Bock habe mit euch zum Ratschen. Weil wieder schauen, themenbezogen irgendwas machen. Wir schauen Gäste oder so, keine Ahnung. Ja, Michael, jederzeit. You're always welcome, Michael Knight. Da machen wir wieder Wildlife. Fotografie im Wirtshaus. Klasse, den Clip habe ich heute noch. Den habe ich heute noch. So. Ich, arme Sau, habe heute mit Jonas Minigolf spielen müssen. In der prallen, heißen Sonne. Ich habe geschwitzt wie Sau. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 30 Jahren Minigolf gespielt. Also wirklich. Ich hasse Minigolf. Aber ich habe gewonnen. Ich habe den Jonas so abgezockt. Ja? Nein, es war knapp. Vorhin hast du noch das Gegenteil gesagt. Ja, stimmt. Oh, da winkt mal einer. Servus. There's Minigolf in Oregon too. You know Minigolf? I hate Minigolf. Really, I hate it. I hate it. It's such a crazy sport. Hitting a colored ball with a stick. No. I hate Minigolf. No. Too less action for me. Minigolf is for old people or young, very young people, yeah? Hilarious. Aber das freut mich brutal. Really, I'm really happy to see you. Du, wir sind in Bergen, Michael. Das ist genau Autobahn, Highway Munich-Salzburg. Das ist 10 Minuten von Traunstein weg. Und zwar südlich, auf der anderen Seite von der Autobahn. Man merkt schon, dass die Touristen kommen. Jetzt fahrt ein riesen Wohnmobil vorbei. Genau, das ist nur 10 Minuten von Traunstein weg. Aber du bist jetzt raus aus der geistigen Stadt und bist richtig auf dem Dorf. Gut, das sind auch 4.500 Einwohner. Was ist denn los? Schaffst du das nicht mehr? To see. Was? To see you. To see you? What? To see you. Ach, to see you. Jetzt kriege ich aber Englisch-Lessons, okay? To see you. Nice to see you. Ja, wir sehen sie ja nicht. Oh. Stimmt. Minigolf is for people with patience. Yeah, but I don't have any patience. Patience.
Autobahn, ja genau, right, Autobahn. Ja, du, Bobby geht's wieder wirklich gut, wirklich. Also schon wirklich wieder top aus. Da kann man schon wieder so richtig auf den Sack gehen, der Bobby. Also der schafft es wirklich. Mit dem waren wir halt schon Gassi. Da bin ich so froh. Der hat so glitten, der Hund, wie sagt das. Ja, also dem geht's Gott sei Dank wieder gut. Autobahn. Deutsche Reichsautobahn hat es früher geheißen. Heute ist die Autobahn. In English highway, yes. But actual at the moment we have a very big accident on our Autobahn. A lot of very bad injured people there. And the Autobahn is closed at the moment. The problem is the weather is fine, the sun is coming, the rainwater is cooking, and all car drivers are driving like crazy, keine Ahnung. It's always the same. Weather is fine, a lot of accidents. Yes. Ja, Michael, wie gesagt, musst du mal wieder vorbeischauen, wenn es mal wieder runtertreibt in die Gegend. Hast du da Z69 noch? Z9. Hast du die noch? Ich krieg momentan fotografietechnisch gar nicht viel mit. Gar nicht viel. Jetzt mit dem ganzen Umzug und Einleben und dann da treffen und da Video. Sunset Highway, okay? In Englisch hört sich das besser an, ja? Was hört sich besser an? Autobahn oder Sunset Highway? Was ist cooler? Das klingt cooler. Autobahn. 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 Oder Sunset Highway. Route 66 in den Sunset. Boah. Also Jonas hat es geschafft, schaut euch das an. Yay. Ja. Ja, und dein großes Torpedorohr, hast du das auch noch? Das riesige Teleobjektiv? Besser? Okay. Magst du noch was trinken? Ja, bitte. Ja. Great job, Jonas. Yes. But the belly is very big now, gell? Jonas' belly is looking like my belly now. Ja, super. Never mind. Ah, okay, cool. Ja, ich fotografiere immer noch mit dem 24er 200er. Immer noch das gleiche Setup. Das Einzige, was ich gemacht habe, jetzt ein gescheites Mikrofon. Torpedo-Mikrofon drauf. Ich bin so zufrieden. Wirklich. Aber manchmal wünsche ich mir halt einfach ein großes Teleobjektiv, ein richtig großes. Aber erstens kostet es so richtig viel Geld. Und zweitens die Schlepperei, das ist ja Wahnsinn. Das ist für mobilen Einsatz, glaube ich, nicht so geeignet. Jetzt kannst du was zum Trinken bestellen. Ja, will noch was essen gehen. Jetzt hat er das alles geschafft schon, oder so? Ja, Wahnsinn. Und jetzt möchte er nur gerne einen Spitz. Bitte, bitte. Okay. Ja, Ja, runterspülen. Sigi, ey. Wachstum. Morgen ist er 2 Meter groß. Zapperlat. And Stevie, this is the same drink I sent to you. It's called Spezi in Bayern. Original, traditional. So, cheers, cheerio. No. 2 more orders of French fries, please. Stevie will noch 2 Portionen Pommes bestellen. Boah. That's not possible because we would have a very big explosion here in the village. No village, nothing. Jonas exploded. No good idea.
Ah, okay, that's fine. That's fine. But I will send the package. I have the package, and after your donation, I can send you the big package now. I will send next week the big surprise box to America. I will try it again. Im Spezi nicht auch Bier. Na, Michael, im Spezi ist doch kein Bier, du Depp. Entschuldigung. Sag mal. Spezi ist Coca-Cola und Orangenlimo, oder? Ja. Die werden doch in Thüringen wissen, was ein Spezi ist. Wie sagt man da in Thüringen dazu? Cola Mix? Oder Cola Mix? Gibt's auch hier. Ja. Ist im Spezi nicht auch Bier? Yes, Stevie. Believe me, I can understand this really, yes. Perhaps I should took a picture for me and put it on the box, because I would be a really ugly girlfriend with this beard. Ja, cool. Post office, yes. When I wrote the address on the destination on the parcel on the box, I will call you. I think it's better. Ah, ja, na, ist kein Bier-Cola-Mix, na, genau. Ja, cool, echt. Spezi, genau, ist Cola und Orangenlimo. Der hat das ernst gemeint, dass im Spezi Bier ist. Das andere ist Bier-Cola-Mix. Habe ich aber noch keine Antwort, ob man es halt essen kann. Ja. Oder ist beim Chef doch besser? Man hat's essen können. Ja, das ist ja gut. Da bin ich ja doch. Hast Glück gehabt, gell? Du bist ja charmant. Du musst ja sagen, ja, bei dir ist er viel besser gewesen, wie beim Chef. Aber das war ja genau das Gleiche. Jetzt wird es interessant. Der Andi schreibt, Spezi ist Cola und Limo, Orange. Stimmt. Was du meinst, Michael, ist Drecksack, Cola und Bier. Das habe ich auch noch nicht gehört. Prost. Prost. A Drecksack Cola. Yes, Stevie, you can make Spezi by yourself. Just take orange lemonade and Coca-Cola, mix it 50-50 and you have original Spezi. That's a secret behind Spezi. But don't tell it anybody. Aber das macht keinen Sinn. Deswegen Lüdel schreibt schon wieder WhatsApp. Das macht voll keinen Sinn, gell? Was denn? Wir sind hier gerade in einem Livestream Ja. und wenn du einer Person sagst, sie soll es keinen erzählen. Ach so, aber- stimmt, jetzt hat es jeder mitbekommen. Ja, Yes, try it. With ice in the summer. It's great. Mix it 50-50. 50 orange lemonade and 50 Coca-Cola. Bavarian secret. Ja. Ja, was glaubt ihr, soll jetzt wieder mal regelmäßig streamen? Irgendwie hätte ich voll Bock drauf. Aber es hat irgendwie nicht so funktioniert die letzte Zeit, gell? Aber da bräuchte man ein Thema und Gäste wären auch cool. Jonas hat nicht zugehört. was? Der Andi schreibt, Jonas habe nicht zugehört. Wegen dem Geheimnis, der Andi hat weggehört. Achso. Der Andi hat Bienen, der tut Honig machen. Aber da gibt es auch 1000 verschiedenen Honig. Gell? Da gibt es Blütenhonig, der ist ganz weiß. Waldhonig. Dann Waldhonig, der Waldhonig ist dunkel. Gell? Ja. Ja. You're welcome, Stevie. Spendet der 50 €. So insane. Ja, Wahnsinn. Was macht's denn ihr jetzt? Heute Samstag, Sonntag. Sonntag ist immer Totentag. Oh, schau mal, liest, wer da steht. Den kennst du da. Der Glanzi. Auf den Glanzi haben wir jetzt so gewartet, gell? Der Glanzi fehlt. Glanzfilmfabrik, weißt du nicht? Getroffen haben wir den noch nicht. Der kommt aus Berlin. Ah ja. Den will ich immer treffen. Den möchte ich immer treffen. Berlin. Glanzi
Grüß dich, Servus und habe die Ehre nach Berlin. Servus. Servus, wie schaut's aus in Berlin? Jetzt haben wir schon NRW 30 Grad. Wir in Bayern haben jetzt 27,5 Grad. Wie schaut's bei dir aus in der Hauptstadt? Am Kochen? Schon am Brutzeln? Jetzt muss ich für ein Glanzi auch noch. So, das war alte Kreitler. Kreitler ist ein altes Motorradl. Jetzt drehe ich mal um und so muss ein Glanzi auch zeigen, wo wir da sitzen. Im Dorfstil. Also Minigolfen. Und wir hocken jetzt da beim Dorfwirt, haben die ganze Wirtschaft für uns. Und die wichtigste strategische Stelle ist es hier, weil da führt genau die Dorfstraße vorbei. Und im Dorf muss man immer alles wissen, wer wann kommt, mit wem. Und ja, was das eh. Also beim Dorfwirt sitzen ist so wie die analoge Überwachungskamera. Jonas hat jetzt gerade eine riesen Currywurst gegessen. Und jetzt trinken wir unseren Spezi aus. Schneiden wir. Mal schauen. Migräne. Ach du Scheiße. Das hat mir Ex auch immer gesagt. Spaß. Na, Migräne ist was Kreisiges. Das ist was richtig Kreisiges. Ich glaube, da vertragt man kein Licht und möchte was dunkel und seine Ruhe. Und Anscheinend soll ja Coca-Cola ohne Koffein, also anscheinend soll ja Cola Light und Pommes dagegen helfen. gegen Migräne. Ja, Wo hast denn das gehört? ja, Migräne heißt ja, dass im Kopf Blutgefäße kleiner werden. Ah, das kann Und sein. Okay. Cola und Pommes, also Salz, vergrößern die Bäder. Okay. Currywurst, hoffentlich Berliner Art. Weiß ich nicht. Mit der Currysoße selber gemacht, die machen die selber und Pommes. Ich habe in Currywurst Berlin, habe ich einmal Tempelhof gestern am Flughafen. Da war Tempelhof noch in Betrieb, glaube ich. Rapshonig, genau, Rapshonig gibt es doch jetzt überall. Mit dem Raps, der geblüht hat. Habe ich noch nie gehört. Ne, der vom Raps, das ist glaube ich auch ganz ein heller. Kommt wer zum La Padou. La Padou jetzt irgendwie ein Song von Gabayé. La Padou, das ist doch wieder irgendwas da im Pott, oder? Irgendwie sowas. Industriepark Duisburg. Wir wollten eigentlich zu meinen Eltern zum Campingplatz und dort schön grillen. Oh Mann, ja. Ja, aber das kostet ändern, gell? So eine scheiß Migräne, die schlagt einfach hinter 40 zu. Die haut die einfach weg. Ich hoffe ja bloß, dass der Stress mit eurem Auto wieder in Ordnung ist. Ganzi. Das hat er ausgeschaut, da bin ich halt sogar zufällig über die Fotos gestolpert. In Duisburg, ja, Duisburg, da zieht es mir gar nicht hin. Duisburg ist was, ich glaube, Duisburg kannst du von mir aus von der Karte löschen. Also Duisburg, Industriepark, ja. Na, der Community. Das ist einfacher, zu weit, ist zu weit. Ich habe nächste Woche noch 6 Völker zum Abernten, okay? Wie viele Völker hast denn du da? Das sind also Bienenkörbe, gell? Schau, jetzt kommt wieder ein fettes Wohnmobil. Die Touristen greifen an. Zwar R. Was ist ein R? Was ist ein R? Regensburg? No. I don't know. Weiß ich nicht. Verdammt. Ja, nur für, wer kommt denn eigentlich von euch an die, in die Imagine World dieses Jahr? Also Jonas und ich sind auf alle Fälle wieder dabei. Mhm. Weil der Jonas sammelt da wieder die ganzen Gratis-Geschenke ein. Du meinst, Okay. Hey Stevie. That's cool. It's like Urlaub hier, Vacation. That's true. Holidays. Holidays. Na, Holiday? Holiday, Vacation. Ja. Nur 12 Bienenvölker, man gönnt sich sonst nichts. Ja, genau, René, in Nürnberg ist das, genau. 12 Bienenvölker ist doch viel, oder? 12 sind Bienenkörbe.
Die hätte mir gar keinen Bock nicht drauf. Ich hätte dafür viel Angst, dass wir die stechen. Ne? Die haben ja so einen Anzug. Na, die fassen teilweise sogar so mit den Händen rein. Na, ich hätte da viel Angst. Also sobald du ihnen Schatten gibst. Ich weiß nicht, du bist Pfadfinder, ich könnte nie so Bienen. Also sobald man ihnen Schatten gibt, dann stechen die normalerweise nicht zu, habe ich gehört. Weil so ein Typ hat... Das war als Wehrmachtsmotorrad gesehen? Hm, Ja, leck. ein Typ hat nämlich mal ein Bienenvolk am Boden gehabt. Okay. Das war halt warm. Da hat er seine Hand drüber gestreckt. Auf seiner ganzen Hand waren Bienen. Auf seinen ganzen Unterarm. Ja, das schaut gruselig aus, gell? Ja. Aber keiner hat ihn gestochen. Die Imaging World ist in Nürnberg, ja. Und wann genau, weiß ich gar nicht. Aber es wird wahrscheinlich wieder Spätsommer, Herbst, glaube ich, ist das immer. Und, ach, der Andi ist auch da. Ja, aber diesmal, Andi, rennst du nicht auf einen Workshop, gell? Da haben wir uns leider bloß ganz kurz gesehen. Weil du hast ja, glaube ich, dann einen Workshop gemacht. Und Jonas und ich sind ja dann später abgehauen und haben sie da leider nicht mehr getroffen, ja. Ich hoffe bloß, dass auf die Matching World diesmal ein bisschen was an Catering da ist. Weil für die ganzen 1000 Leute 2 Bierbänke, das war ein bisschen... Wo gehst du hin? Rülpsen. Böp. Anfang Oktober, ja genau, okay. Ja, ich warte mit der Karte noch ein bisschen, weil wenn die wieder so scheiße angekündigt ist, dann gibt es wieder mit einem Rabattcode vom, wer war das jetzt mal, Rico Best oder so, für 5 € das Wochenende, oder? Weiß ich gar nicht, obwohl die ist jetzt auch nicht so teuer, gell? Aber das wäre cool, wenn wir uns da so treffen könnten und dann vor allem vielleicht mal irgendwo mal hinsetzen und Kaffee trinken, weil das war da gar nicht möglich, gell? Da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Das wäre da aber was für Michael Ritter, oder? Und für einen Glanzi. Du, ich habe mit dem Andi Groh vor einem Jahr, vor 2 Jahren, haben wir uns getroffen an der Autobahn. Und dann habe ich den hin und wieder nochmal in Livestreams gesehen. Und das war es eigentlich. Ich habe ihn da mal privat angeschrieben, habe keine Antwort gekriegt. Ich weiß bloß, ich weiß nicht, wie viel er sich da verraten soll, darf, mal einen sehr schweren Arbeitsunfall gehabt hat, einen richtig sehr schweren. Und hat damit jahrelang damit auch noch zum Kämpfen gehabt. Gesundheitlich und auch mit den ganzen schweren Medikamenten, was er nehmen hat müssen. Also, ja, mehr war sie leider nicht von Andi. Zum Beispiel hochscrollen. Der Andreas Pott, doch, bin wieder auf einem Workshop, aber erst um 14:30 Uhr. Wenn man einen Workshop macht, dann ist die Karte mit drin. Ah, okay, verstehe. Was ist das für ein Workshop? War das letztes Mal nicht Modelfotografie? Porträt? Model, irgendwas mit Model. Schau her, der Andi tragt den Schutz für die Bienen nur bei der Ernte, sonst nicht. Der knallharte. Ich hätte da so viel Angst. Das hat da ausschauen wie ein Streuselkuchen. Zum Glück sind Huch, was nun los? Was ist passiert? Stream kaputt. Ich hoffe mal nicht. Also wenn ihr öfters mal auf so einen Stream Bock habt, einfach spontan zusammen ratschen, Berchtesgadener Land, der Williwagen, dann sagt mir auf alle Fälle Bescheid, gell? Und das macht total viel Spaß. Wenn ich das wieder öfters mache und draußen macht es noch viel mehr Spaß, gell? Ja. Thanks for Membership. Wer ist denn da wieder am... Wer ist denn hier wieder am Membership? Ah, ihr macht sie fertig. Also, ich habe einen Spezi, gell? So viel, okay? Jonas hat einen zweiten Spezi. Der säuft wie ein Loch. Ich habe meinen zweiten fertig, während du deinen ersten noch nicht einmal fertig hast. Und ich habe ja noch Currywurst gegessen. Ja, du bist da weiter, bist du. Und der nächste halt Chips auch noch essen. Nein. Es könnte eine Explosion.
Ich bin jetzt schon bummvoll. Gott sei Dank. Weil sonst wärst du pleite. Der Workshop heißt natürliches Licht, starke Porträts, okay? Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich da auf der Messe bin, dann möchte ich mir die ganzen Sachen anschauen, mit Leuten ratschen. Ich glaube, ich hätte gar keine Zeit für einen Workshop. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn der Glanzi auch kommen wird, gell? Das wäre richtig cool. Weißt du, da hat jemand 20 Mitgliedschaften verschenkt. Okay. Wow. Geschmarrn, oder? Wer war denn das? Ich glaub, also bei euch sind die Temperaturen, glaube ich, auch ziemlich heiß. Ja? Ihr seid so verrückt. Du, Glanzi, die Wespen. Ich habe irgendwo ein Wespennest. Wenn ich rausgehe in die Terrasse, ich werde sofort von den blöden Wespen angegriffen. Also ungefähr seit 2 Wochen. Oh. 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 Das war Bauergucke. Ach, wieder raucht. Oh, der stinkt. Stevie, Ja, thank you very much. Thank you very much, Stevie. Stevie, please stop it, please. You're so insane, so crazy, really. Wahnsinnig. Der hat 20 Mitgliedschaften verschenkt. Ah, Weißt du, was das ist? Kanalmitglieder, 20. I know. Oh. Der Traktor called in Bavaria Bulldog. Bulldog ist sein. Wieder Harley. Na, ich weiß leider nicht, wo das Nest ist. Der Schlepperrennen im Dorf. Ja, bei uns ist leider eine ganz bekannte Schlepper-Persönlichkeit, der ist leider gestorben beim Schlepperfahren. Der ist leider tödlich verunglückt dabei. Also wo die das Nest haben, na, ich weiß nicht, die hocken da in der Tuje und ich habe Jalousien aus Holz und ich weiß, die fressen auch Holz ab zum Nest bauen. Und die fliegt da immer rum, so Richtung Rollläden in die Kästen rein. Und man darf so nicht klatschen, aber ich klatsche die wirklich, weil man kann nicht draußen sitzen. Also eigentlich könnten wir die ja, wir könnten sie ja eigentlich ausräuchern, aber das darf man nicht. Ausräuchern, nein, das ist alles nicht. Traktor Racing, ja. Das, der Andreas Pott schreibt, das war aber kein wirklicher Bulldog, das war doch ein IHC. Was ist ein IHC? Freue ich mich auch gerade. Internationaler Halunkenclub. Weiß ich nicht. 20 Mitgliedschaften. 20 Memberships. Ah. Da werde ich dann mal ein bisschen rumschauen, wer noch alles kommt. Das wäre so cool. Bei euch alle wieder treffen. In Nürnberg, fachsimpeln. Und Stevie lassen wir einfliegen. Ist Case. Ah, okay. Okay. Ich kenne mich mit Bulldog nicht so aus. Gibt es da einen Bulldog mit einem Case? Jetzt kommt schon wieder auf ein Mobil. Hoffen wir mal, dass nicht der Pressesasche ist. Mach ich? Ja, ich streame eigentlich schon. Wie lange das wir streamen? 48 Minuten. Boah, fast eine Stunde. Verstehe, ja, genau. Bei uns dann eher die Lanz-Bulldog oder die Steyr aus Österreich. Aber bei uns hat sich das damals nach dem Weltkrieg so eingebürgert, ist dann alles Bulldogs. Du hast im Oktober habe ich Urlaub und kann nicht nach Nürnberg. Ja, aber wenn du Urlaub hast im Oktober, dann kannst du doch nach Nürnberg. Oder hast du deinen Urlaub schon verplant? Lanz ist bei uns. Fendt ist eine bekannte Marken aus dem Österreichischen, der Steyr, oder? Bulldog? Kennst du nicht, gell? Bulldog-Marken. Ja. Außer Lamborghini. Lamborghini ist doch kein Bulldog. Der erste Oh. Lamborghini war ein Bulldog. Dem tut die Currywurst nicht gut.
Der Stimmt, erste ja, stimmt. Ja, hast du recht. Lamborghini habe ich Bulldogs angefangen. Landwirtschaftsmaschinen. Das stimmt. Da werde ich morgen jetzt ein neues Video veröffentlichen von Bergen, von der Heavy Metal Band. Wir sagen, da habe ich 500 Bläser, Blechmusik vorbeizogen bei mir vor der Haustür. Dann kriegt ihr von mir morgen einmal die komplette Ladung Bayern. Bin in Italien mit dem Frankie. Frankie, so jetzt kenne ich mindestens 2 oder 3 Frankies. und ich keinen. Lanz und Fans sind schon dir. Okay. Ja, wir haben voll die Bulldog-Profis. Ist ja verrückt. So. Da ist gerade ein Nugget vorbeigefallen. So, ja, ich meinte der Sascha. Gut. Also Leute, wir werden jetzt zäunen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid echt verrückt. Werden wir wieder öfters machen, so einen Livestream, oder? Very special thanks to Stevie, USA, Oregon. Thank you very much about your donations and memberships. You're so insane crazy. And now we have to pay. And I will go home with Jonas. We will go home, sorry. Und No, I don't go home. doch, I drive home. nein, I drive at home. I take a drive home. Oder? I take a drive home. Und dann abends wieder zurück. Ja, das ist schon weit. Das ist schon weit. Also Jonas und ich, wir wünschen euch schöne Pfingsten aus den schönen sonnigen Bergen aus Bayern. Aus Deutschland, Ich hoffe, bis später zur Domian-Zeit. Du, Andi, Late Night Talk, hätte ja wieder richtig viel Bock. Machen wir auf alle Fälle wieder. Ich lebe mich jetzt langsam wieder ein. Man sieht es, glaube ich, ich kann wieder ziemlich lächeln. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Jetzt bin ich froh, die Leute sind alle noch am Leben. All the people are still alive. That's really good. And thank you very much for watching. Danke Jetzt- an jeden, der was zugeschaut hat. Jetzt wird der Stammtisch voll und wir werden beäugt. Also, ciao, servus und danke, gell? Diesmal muss es aber richtig ausmachen, gell? Richtig ausmachen. Ja, richtig ausmachen. Nicht, dass es, wenn wir schon da sind, dass Hey. du bemerkst, dass